Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Ja, diesmal zu etwas in eigener Sache und nicht zum FC Bayern Talk. Und zwar hatte ich ja schon ein bisschen überlegt, so von wegen, ob sich ein Discord-Server lohnen würde. Ich habe jetzt so 2, 3 Nachfragen mal gehabt auf meinem normalen Discord, der ja hauptsächlich für Gaming da ist. Da sehe ich es jetzt als nicht so geil, wenn wir sagen, ja, ich baue jetzt da irgendwie eine Kategorie ein, mache dann da irgendwie 2, 3 ähm, Schreibchats rein, die rund um Fußball, rund um FC Bayern sind. Das finde ich nicht so geil. Wenn, würde ich einen extra Discord-Server machen hier für den Red Munich-Kanal. Da ist die Frage, ob sich das lohnt. Ja, von daher, ich habe es leider in dem anderen Video vergessen anzusprechen in der Reaction. Von daher mache ich jetzt ein extra Video und werde dann auch nochmal das kurz ansprechen, sofern ich das Spiel gucken kann gegen Man City in der Analyse dazu. Ja, dass ich dann so ein bisschen Feedback habe. Und hier ist jetzt der Bereich hier in den Kommentaren zu dem Video, wo ihr Feedback da lassen könnt. Sollten sich ein paar Leute melden, ja, dann mache ich die Arbeit, dann mache ich einen Discord-Server ready, wo ich dann irgendwie, auch da könnt ihr Vorschläge machen, aber ich hätte jetzt so gedacht an eine Kategorie halt FC Bayern München, eine Kategorie allgemein, wo man dann irgendwie so ein, also wer sich mit Discord auskennt, ihr habt halt so Channels, in denen ihr schreiben könnt, ja, zu einem gewissen Thema. Könnte man halt für den FC Bayern machen, Transfergerüchte, Mannschaft, was weiß ich, Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal, Europacup, wo man dann zu den jeweiligen Sachen da ein bisschen was schreiben kann. Ansonsten könnte man allgemein noch machen, wo man sagt, erste, zweite, dritte Liga, vielleicht europäische Wettbewerbe und dann vielleicht nochmal eins für Nationalmannschaft oder sowas, dass man so ein paar kleine Foren hat. Kanäle heißt es ja. Ja, man kann dann in diesen Kanälen auch, wenn wir jetzt zum Beispiel Bundesliga haben, kann man da und auch einen Unterpunkt machen. Zum Beispiel Spieltag 1. Ja, dass dann da alles so drin ist, was man Spieltag 1 bequatscht und so weiter und so fort. Allerdings muss ich sagen, dass ich da nicht die Zeit zu haben werde, da irgendwie mich auf lange Diskussionen oder so einzulassen. Klar werde ich das lesen, das interessiert mich ja auch, aber ich werde nicht die Zeit haben, da alles irgendwie da in jede Diskussion mit einzusteigen oder sowas. Ja, wenn, dann soll das hier für euch, für die Community sein. Ich habe schon genug damit zu tun, hier die Kommentare auf YouTube zu beantworten. Aber klar, wenn ich die Zeit habe, schaue ich da natürlich auch sehr gerne rein und werde da mit Sicherheit auch mal das eine oder andere da lassen, was man vielleicht in den Kommentaren nicht so gut dann kann. Ja, von daher bin ich der Sache jetzt nicht abgeneigt. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass ihr da sagt, ja, ich gehe jetzt auf den Discord und dann quatsche ich da abends mit dem Red Munich oder schreibt da was im Chat und kriegt da innerhalb von 2 Minuten direkt eine Antwort oder sowas. Leider nein, da habe ich nicht die Zeit für, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es schon spaßig sein kann, wenn ihr da ein bisschen drüber philosophiert oder diskutiert über das ein oder andere Thema. Allerdings muss das Interesse da sein, damit sich das lohnt, ja. Das muss ich jetzt nicht machen, wenn 3 Leute schreiben, ja, sie hätten da Interesse, sich da mal ein bisschen mit anderen Bayern kurz zu schließen. Oder wir haben ja auch ein paar Dortmunder hier oder sowas, die hier zugucken. Ja, I don't know. Von daher haut einfach mal eure Meinung dazu raus, ob ihr da Interesse dran hättet. Wie gesagt, wäre eine schöne Geschichte, um sich ein bisschen zu connecten unter den Bayern-Fans oder auch unter den Nicht-Bayern-Fans. Kann ich mir schon vorstellen. Aber nochmal, wenn, dann muss das Interesse da sein. Aber wenn, dann will ich mir die Arbeit machen, klar. Ist halt einmal ein bisschen Arbeit mit dem Einrichten und so weiter. Danach ist es eigentlich ein Selbstläufer. Klar müsste man, je nachdem, wie groß das Ding dann wird und wie die Aktivität da ist, wahrscheinlich auch den einen oder anderen Moderator haben. Ja, gerade Fußball ist ja eine heißblütige Geschichte und sowas. Und natürlich sollen da nicht irgendwelche dummen Beleidigungen oder sonst irgendwelche Aussagen stehen. Von daher, auch da könnt ihr gerne hier schreiben, wenn ihr euch sowas zutraut und da dann Interesse dran hättet. Aber das ist dann erstmal Zukunftsmusik. Da würde ich dann nochmal irgendwie extra dann einen Post zu machen, dass ich da vielleicht 2, 3 Leute suchen würde, die sich da
die Zeit haben, die Lust haben, sowas zu moderieren. Aber dazu muss ich erstmal wissen, ob sowas überhaupt gewünscht ist, ob ihr da Bock drauf habt, irgendwie so einen Discord-Server zu haben, wo man so ein bisschen rund um den FC Bayern und rund um Fußballthemen, mit Sicherheit auch das eine oder andere Mal mit mir, aber zum großen Teil halt unter euch hier, die jetzt hier regelmäßiger zuschauen, ein bisschen zu schreiben, zu diskutieren. Also Leute, lasst mir gerne eure Meinung dazu da. Ich werde das Ganze hier mal bis zum Wochenende abwarten bei dem Video. Werde mir das natürlich schon vorher durchlesen und sowas, wenn ihr was schreibt. Aber ansonsten werde ich mal bis zum Wochenende schauen, wie dann so die Resonanz ist. Wenn ihr nicht schreiben wollt, aber Interesse daran habt, könnt ihr auch nur einen Daumen nach oben da lassen, obwohl das wiederum dumm ist, weil ihr geht ja dann auch nicht auf den Discord-Server, um nur einen Daumen nach oben da zu lassen. Obwohl ihr irgendwo dann schon, weil ihr könnt da auch einfach Reaktionen da lassen, wie bei WhatsApp oder sowas. Also von daher, okay, einigen wir uns drauf. Wenn ihr schreibfaul seid, habt aber Interesse an einem Discord-Server, lasst einfach einen Daumen nach oben da, dann weiß ich da auch Bescheid. Und ansonsten, die Leute, die Interesse haben, schreibt es gerne in die Kommentare. Auch gerne, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt für eine Kategorie zum Beispiel, was euch interessieren würde, was man reinnehmen könnte. Haut's rein. Ich bin gespannt und werde es mir am Wochenende anschauen und dann werde ich entscheiden, ob ich so ein Ding aufziehe oder nicht. Also Leute, in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bis dann. Tschüssi.